Auf einem kleinen Hügel im Gemeindegebiet von Amer gelegen, erhebt sich die Einsiedelei Sant'Agustí de Lloret-Salvatge über dem Tal des Ter. Das Gebäude hat mittelalterlichen Ursprung und ist seit dem 10. Jahrhundert belegt. Es war eng mit dem Kloster Santa Maria d'Amer verbunden. Die Kirche spielte eine zentrale Rolle als spiritueller Ort und als organisatorisches Zentrum des Territoriums und wurde schließlich zur Pfarrkirche einer kleinen, heute verschwundenen Siedlung. An die Einsiedelei angebaut befand sich ein für den mittelalterlichen ländlichen Raum ungewöhnliches Gebäude. Dieser Bau war Teil des Ensembles und ein zentrales Element zum Verständnis der Organisation der Siedlung, die sich um ihn entwickelte. Seine Mauern bestanden aus Stein, verbunden mit gelbem Lehm. Die Innenräume zeigen eine funktionale Architektur, die an die alltäglichen Bedürfnisse angepasst war. Das Gesamtvolumen des Gebäudes zeigt, wie die verschiedenen Räume miteinander verbunden waren. Die Räume standen durch Flure und innere Öffnungen in Verbindung und verfügten über Zugänge sowohl nach außen als auch zur unmittelbaren Umgebung der Einsiedelei. Öffnungen in den Mauern sorgten für Licht und Belüftung, während die Anordnung des Ensembles einer funktionalen Logik von Nutzung und Bewegung folgte. Im Inneren hatte jeder Raum eine klar definierte Funktion. Einige Räume verfügten über Feuerstellen, ein zentrales Element des mittelalterlichen Alltags, während andere einfache Möbel und Gebrauchsgegenstände beherbergten, wie Bänke, schlichte Tische und kleine keramische Gefäße. Das architektonische Ensemble ermöglicht es, einen Teil der ehemaligen Siedlung zu verstehen und sich dem Alltagsleben einer mittelalterlichen Gemeinschaft zu nähern, die sich rund um Sant'Agustí de Lloret-Salvatge entwickelte und organisierte.